Warte mal, Du willst als TikToks abschlucken. Wer? Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Oh mein Gott, das ist ein geiler Anfang. Entschuldigung. Wir machen heute ein super geiles Video und zwar, du hast genau 10 Sekunden Zeit, um zu sagen, was wir heute machen. Also, wir haben von euch Männer, Buben, was auch immer, das männliche Geschlecht, Fragen bekommen, die wir als Mädchen beantworten oder können oder wollen beantworten. Und ich habe das Gefühl, das könnte recht lustig werden und ich möchte gar nicht so viel labern, sondern Dann fangen wir jetzt gerade an. mit dem Video! Let's go! Also fangen wir simpel an. Was wünscht sich Mädchen auf den Geburtstag? Essen. Also ich. Hey, nein, Es ist mega unterschiedlich. Ja, es gibt Mädchen, die vielleicht sich den neuen Transformers-Film wünschen. Oder... Nein, What the fuck? ich glaube, du kannst nicht viel falsch machen mit Essen oder mit... Herzige Briefe, was auch immer. Ja, ich glaube, bei Mädchen kommt es vor allem darauf an, wenn sie jetzt vor allem ihr zusammen sind zum Beispiel auch, dass es etwas Persönliches ist und nicht möglichst etwas Teures. Was auf jeden Fall nicht kaufen ist etwas zum Anlegen, weil da kannst du meistens viel falsch machen. Sehr viel. Vor allem, wenn du sie nicht so gut kennst und dann den Kleidungsstil und weiss ich auch nicht. Also ich würde sagen, Essen ist so das Ding, das man immer um den Mädchen checken könnte. Wieso geben die meisten Mädchen einfach nicht zu, dass sie sich befriedigen? Ich glaube, das ist eine gute Frage, weil bei Männern ist das ja eigentlich typisch so, dass die kein Problem damit haben, über das zu reden. Also wir zwei reden jetzt auch eher offen darüber, würde ich mal so sagen, aber es gibt halt auch viele Mädchen, die einfach sagen, «No, ich befriedige mich gar nicht» oder «keine Ahnung» und sie machen es gleich. Also ich will gleich sagen, es gibt recht viele Mädchen, die das Also machen. wenn man denkt, Mädchen machen es nicht, ist man dumm. Ja. Aber die Frage ist, wieso? Ich glaube, es ist einfach so, dass bei uns das eher so ein als Tabuthema gilt. Ja, bei Männern ist das so. Wenn du in einer Gesellschaft aufwachst, wo alle so darüber reden, dann ist das normal. Und wenn das nicht so ist, dann schämst du dich, zum plötzlich anders zu sein und dann über das reden und alle schauen dich dann an. Wieso redest du über das? So. Ich weiß nicht, vielleicht ist es wegen dem. Ja, ich würde sagen, das ist eigentlich so der Grund. Ich weiß sonst eigentlich auch nicht genau, wieso. Ich finde es ehrlich gesagt dumm. Ich würde gerne lieber offener darüber reden, aber Mit allen. wieso stresst es Mädchen so, wenn ein Bub fragt, «Oh, hast du wieder deine Tage?» Also es nervt einfach, weil irgendwie sobald man nur ein bisschen angepisst ist. Hast du deine Tage? Ja, vielleicht ist man sensibler oder gereizter, wenn man seine Tage hat. Aber wenn du in dieser Situation fragst, «Hast du deine Tage?» weil du merkst, sie ist gereizt, dann reizt sie das noch mehr. Das macht gar keinen Sinn. Wieso schreiben die Mädchen extra lange nicht zurück? Das nervt nur. Wenn man jetzt irgendwie am Handy ist und man sieht, oder man schreibt mit irgendjemandem oder so, und dann sieht man, dass man die Person zurückgeschrieben hat, aber irgendwie so eine Viertelstunde später, weil wir nicht die Person sind, die gerade 1 Sekunde später schon wieder Ja, vor allem bei jemandem, wo du Interesse hast, willst du nicht gerade wie ein Hund über den Nahen rennen. Du willst nicht anstrengend. Du willst spannend sein und wenn du immer gerade zack zurückschreibst, dann hast du das Gefühl, das ist nicht spannend. Das klingt mega dumm. Aber mir ist es wiederum so, wenn ich jetzt sehe, dass er mir nicht gerade direkt antwortet, dann nerv ich mich gleich. Aber ich merke das ja gleich bei mir so. Dann merke ich ja, okay, ich will etwas von ihm. Weil sonst wäre es irgendein Dude, dann würde es mich auch nicht interessieren, ob er jetzt gerade direkt zurückschreibt. So, und jetzt kommt eine Frage, die so oft gestellt wurde, ist wirklich. Und zwar die Frage, die sich wahrscheinlich jeder Bub schon mal gestellt hat, warum wir das zweite oder das dritte oder keine Ahnung, einfach nicht alleine aufs WC gehen. Und ich glaube, das ist ganz simpel. Es ist doch einfach dumm, wenn man das zweite so rumläuft und dann sagt man, ich gehe kurz aufs WC und der eine, okay, ich warte draußen. Ist doch viel chilliger, wenn der andere reingehen kann und dann kannst du weiterreden. Ja, du kannst das Gespräch weitermachen. Und vor allem, es ist auch noch nice, wenn du kannst, also wenn sie nicht auf dem WC ist, kann ich noch schnell einen Spiegelcheck machen oder ich weiß nicht. Ich Oder finde mich dumm. man bekommt seine Tage und dann hast du nicht dabei und dann hat vielleicht der andere nicht. Genau. Hey, ich check's voll nicht. Oder haben die dann das Gefühl, dass wir in die gleiche Kabine gehen und ich ihre Beine aufheben oder hä? Wie wenn Frauen angesprochen werden von Männern? Ich glaube, das ist jetzt schwierig für alle da beantworten, weil jeder mag es anders. Allgemein, wir probieren jetzt die Frage immer so zu antworten, dass wir für alle Mädchen sprechen können, aber das können wir natürlich nicht, weil wir sind jetzt nur 2 Mädchen und vielleicht gibt es Mädchen, die ganz andere Meinungen haben. Bei uns zwei ist es eher so, dass wir es absolut nicht gerne, wenn wir so angeschrieben werden, so «Hey, wie geht's?» Dann antworte ich meistens gar nicht. Ich auch nicht. Das hat immer etwas mit Oberfläche zu tun. Ich gehe nicht mehr auf das Profil schauen, wer das ist. Ich habe einfach keine Lust, das interessiert mich nicht. Es ist so einfach. Heute kann man 50 Mädchen auf Insta anschreiben und hoffen, dass jemand zurückschreibt. Und was ich oder vielleicht auch mir viel schöner finde, ist, wenn du zum Beispiel angesprochen wirst in Real Life, weil da brauchst du viel mehr Mut und das machst du auch nicht bei 50 Frauen, weil sonst fühlst du dich einfach so, ja, das schreibt eh alle. Wenn du angesprochen wirst in Real Life, weißt du, dass es
viel mehr Mut braucht und dann ist es so, ich finde mich wirklich interessant. Ja, was ist eure Vorstellung vom ersten Mal? Ich glaube, da kann ich auch sagen, es ist recht individuell. Es gibt Mädchen, die wollen gar nichts Spezielles, es gibt Mädchen, die wollen es mega romantisch. Aber was ich sicher kann von allen sagen, also es gibt ja recht viele Mädchen, die vielleicht das erste Mal wehtun. Und dann ist es schön, wenn der Bub auch ein bisschen Rücksicht nimmt auf das. Nein, grundsätzlich würde ich einfach so ein bisschen vorsichtiger sein und vielleicht auch mehr den Kopf haben, wie es ihr geht und nicht, ich will jetzt das machen, weil es halt bei den Mädchen beim ersten Mal meistens weh macht oder sie Angst haben oder so ein bisschen so. Muss ein Bub zwingend ein Sixpack haben? Nein, absolut nicht. Also das ist natürlich wieder individuell. Es gibt Ja. sicher Frauen da draußen, die sagen, Muss absolut durchtrainiert Das ist die gleiche Frage wie von dem Bub, muss eine Frau blond sein? Also weißt du, das ist auch voll individuell. Ja. Aber es gibt natürlich das Gerücht, dass Mädchen das mega schön finden und so. Ich persönlich finde es jetzt nicht so wichtig. Was mich eher stören würde, ist einer, der dann jeden Tag würde trainieren würde. Also weißt du, wenn du auch eine Freundin hast, die das auch macht, ist es nice, aber ich wäre dann völlig überfordert und hätte dann nicht ich würde mich dann schlecht fühlen für das Essen. Aber Wenn ihr ein Sixpack habt, dann macht es für euch, aber macht es sicher nicht, weil ihr das Gefühl habt, dass das Mädchen schön findet. Genau. Wieso kommt, wenn man gefriendzoned wird, immer der Spruch, an dir liegt es nicht? Ja, was will man sagen? man will halt nicht Man will nicht es liegt an dir. Also lieber an dir liegt es nicht, als Ja. es liegt an dir. Es liegt oder? eigentlich auch nicht an ihm, weil es ist ja voll, ich meine, vielleicht ist es nicht ihr Ich habe Geschmack. einfach kein Interesse. Ja, ich sage immer, es gibt immer einen Topf, der einen Deckel hat. Und dann passt es halt nicht und dann liegt es nicht an ihm, dass sie ihn nicht will, sondern es liegt an ihr, weil es nicht ihr Geschmack ist, weil sie sich eine andere Vorstellung hat oder weiss ich auch nicht was. Und das brauchen wir halt manchmal, weil wir die Person nicht verletzen wollen. Genau. Ja, vielleicht hat sich die Frage irgendwie so geklärt, keine Ahnung. Ist die Grösse wichtig? Also es ist einfach genau das gleiche wie das Sixpack. Ja, es Ich kommt glaube, mega auch- viele Männer machen sich mega Sorgen. weißt du? Ja! Es gibt so viele so Leute, die Angst haben, dass sie einen zu kleinen haben oder keine Ahnung. Und ich glaube, das kommt überhaupt nicht darauf an. Also es gibt sicher Frauen da draussen, die sagen so, nein, wir sind nicht. Aber Aber es ist irgendwie- eher, weil sie von der Gesellschaft das Gefühl haben, dass es das so, Ja, so muss sein. Aber es macht keinen Unterschied. ganz ehrlich, wenn man eine Person liebt, Ja, dann kommt dann es juckt es einem sehr viel weniger. Ja, also. das stimmt. Weil es kommt nicht auf die Grösse drauf an, sondern auf Technik. Was muss ich machen oder sagen, dass ein Mädchen mit mir etwas macht oder dass ich Kontakt mit ihr habe? Also es ist sicher wieder individuell und was das Mädchen interessiert, aber Ja. wenn man jetzt jeden Tag fragt und irgendwann, es wird halt einfach, dann, also ganz ehrlich, dann hat das Mädchen einfach immer weniger Interesse. Also bei mir Ja. ist es so. Ja, bei mir auch. Und man muss halt einfach irgendwann vielleicht merken, dass sie kein Interesse hat. Ja, und das kannst du auch nicht ganz Und es einfach ist ändern. nur schlimmer, wenn du nachher immer wieder fragst. So, das wären jetzt so ein bisschen die Fragen gewesen, die am meisten gestellt worden sind und auch die wir jetzt gefunden haben, könnte die meisten interessieren. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr den zweiten Teil von dem wollt oder wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben und vergesst nicht, mich zu abonnieren und auch sie. Sie hat jetzt bald 1000 Abonnenten und dann muss sie das Video für ihren Kanal machen, also abonnieren Sie! Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, weil was passiert dann? Kommt eine Meldung immer, sobald ein Video mit mir kommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss! Ich habe es mega hart.